Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig und ich bin halt allerbester Laune, weil jetzt haben wir Midgar mit seinem stringenten Handlungsstrang hinter uns und haben auch Clouds Vergangenheit hinter uns gebracht und das heißt, wir können uns jetzt seit Ewigkeiten endlich frei bewegen. Die Welt gehört jetzt uns, ihr liebe Leute, und wir sehen in der letzten Episode hat Cloud ein neues Schwert kriegt und das sieht man auch sofort animiert. Und Barret hat jetzt keine Fernkampfwaffe, weil er den Cannonball hat, attackiert er jetzt im Nahkampf. Das sehen wir auch gleich. Achtung. Zack. Ja, der Bannon, genau. Der Barret hat jetzt den Cannonball aufgeschnallt. Und dadurch geht er jetzt halt auch in den Nahkampf. Aber normalerweise hat er nur Fernkampf. Okay. Kalmwolf. Okay. Red ist ja auch goldig, wenn er da Siegespose macht. Level 15 erreicht. Super. Und ein Trank. Ach ja, jetzt gehört uns die Welt. Und ich bin dafür, dass wir in den Modus reingehen. Ich weiß gar nicht, wie kann man es nochmal wechseln? Genau, mit R2 kann ich es, oder L2 kann ich es wieder wechseln. Aber ich will hier, damit wir in dem Winkel die Welt sehen. Das ist so schön an der alten Fantasy-Rolle spiele, wo man noch so richtig schöne Open World gehabt hat. Das war toll. Das habe ich geliebt. Selbstverständlich gibt es noch als bei Skyrim oder so. Und da kann man die Welt natürlich auch richtig erkunden. So, jetzt probieren wir doch einmal. Beben. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und dann lohnt es bestimmt auch auszuzaubern. Das ist ein Erdzauber. Der scheint hier sehr wirksam zu sein. Konnte nichts stehlen, der hat nichts. Oh, und er hat unser Elixier geklaut, der Sausack. Also, bevor er abhaut, umbringen. Dann kriegen wir unser Elixier wieder. Ach ja. Und damals sind Gegner nicht gestorben, die haben sich einfach aufgelöst. Die waren so freundlich, dass man sie nicht entsorgen oder bestatten muss. Das wird auch noch was sein, was später sehr wichtig sein wird. Und zwar ein Strand. Wir kriegen später im Verlauf auch noch mehrere Reiseutensilien, würde ich sagen. Reisemöglichkeiten. Und dafür ist es wichtig. Und hier haben wir auch noch was, was sehr, sehr wichtig sein wird. Vor allem, wenn wir an die Substanz oder Materie Ritter der Runde dran wollen. Dann müssen wir uns ein goldene Schokobo züchten. Und Schokobos fängt man nur hier, wo die Fußspuren drin sind, die Fochelkralle drin sind. Aber das wird uns gleich hier bestimmt erklärt. Ach ja, das sind Schokobos. Kann ich noch mit? Und? Oh. Jetzt tanzen sie vor uns. Ich liebe Schokobos. Nicht die Kinder-Schokobons, die mag ich natürlich auch sehr gern. Aber Schokobos sind so wunderbare Tiere und so Final Fantasy eigen. Ich liebe die Tiere. Wie eine Art Laufstrauß. Großartige Tiere. So. Okay. Materia Schokomog. Was ist das? Materia Schokomog. Eine rote Materia. Ich habe, glaube ich, in der letzten Episode gesagt, dass wir in der Shinra Villa in Nibelheim eine tolle rote Materia finden. Das ist unser erste. Es kann nur Fähigkeitsliste sehen wir sie und nur Schokomog. Das werden wir im nächsten Kampf sehen, dann werde ich es präsentieren. Denn die rote Materie, liebe Leute, das sind Beschwörungsmaterias. Das heißt, wir können, so wie das in frühere Final Fantasy und dann in spätere ist, sogenannte Bestia rufen. Das sind spezielle Beschwörungen, die dann im Kampf einschreiten und Flächenschaden meistens verursachen und ziemlich gut reinrotzen, wenn man die levelt. Der Schokobill.
Willst durch den Sumpf durch? Ja. Da ist es wohl besser, wenn du dir einen Schokobo holst. Dann kannst du mit dem Schokobo durch den Sumpf flitzen. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht vom Midgar-Solom angegriffen zu werden. Midgar-Solom? Ein mehr als 10 Meter großer Schlangenwesen. Es folgte Fußstapfen im Sumpf. Und dann, zack, greift er an. Damit das nicht passiert, kauft ihr von Schokobill und Schokobilly Schokobo Farm ein Schokobo. Wenn du ein Schokobo kaufen magst, dann sprich mit meinem Enkel. Der ist drüben im Schokobo-Stall, ganz rechts auf der Farm. Alles klar. Der Midgar-Solom, mit dem werden wir es im späteren Verlauf auch noch zu tun kriegen. Suchst du Gasthaus? Ach nee, kein Bedarf. Ja, dann wäre das wohl alles. Okay, da könnte man auch noch Raster. Ja, mit Midgar-Solom bekommen wir es auch ein bisschen später im Spiel zu tun, aber derzeit ist der noch zu stark für uns. Deswegen gehen wir hier rein und retten wir mit dir. Schokobilly, willst du einen Schokobo? Her damit. Ihr habt Pech. Hä? Wie? Ihr hängt keine Schokobos mehr. Ich hüte die dort draußen für jemand anderes. Wenn du wirklich einen Schokobo willst, dann sollst du einer fangen. Willst du wissen, wie man einen Schokobo fängt? Wo sind die? Siehst du die Kralleabdrücke dort draußen? Da leben wilde Schokobos. Aber wenn du keinen Schokobo-Köder hast, kommen sie nicht raus. Sie sind von Natur aus sehr vorsichtige Tiere. Schokobo-Köder? Ein Schokobo-Köder ist eine Materie, die Schokobos anlockt. Wenn du die besitzt, kommen sie zu dir, aber ohne die kommen sie nicht. Okay. Wie fange ich einen? Ein wilder Schokobo ist stets in Bekleidung von Ungeheuer. Du wirst keine einfangen können, solange die Ungeheuer da sind. Deshalb musst du erst die Ungeheuer besiegen, um Schokobo einzufangen. Und dann? Wilde Schokobos sind sehr scheu, die rennen sofort weg. Nicht aber, wenn du ihnen Gemüse gibst, dann bleiben sie. Und was noch? Ärgere Schokobos, wenn du die ärgerst, verletzen sie dich. Und denk dran, sobald du von einem absteigst, dann flüchte da. Okay. Kein Interesse, das wissen wir jetzt alles. Gehen wir zum Geschäftlichen über. Ich biete den Schokobo-Köder für nur 2000 Gil an. Willst du? Jo, komm, gib her. Danke. Wird nicht schade, ein bisschen Gemüse zu kaufen. Wie schnell ein Schokobo mit dem Fresse fertig ist, hängt davon ab, welche Art Gemüse du ihm gibst. Ein bisschen haben wir noch was. Wenn du Schokobos fangen willst. Ja, das ist sehr teures Zeug. Steht Sarah, wir nehmen von dem Zeug eine Handvoll mit und nehmen noch von einem Krackergemüse mit. Und da wir jetzt wissen, wie das funktioniert, probieren wir dann draußen mal unser Glück. Weiß nicht, Daya? Sei nicht böse auf meinen Bruder oder Opa. Seit dem Tod von meinen Eltern sind die so. Okay. Ihr habt's alle mit der Zähl, glaube ich. Deswegen retten ihr so. Ach, ich freue mich so auf das Remake. Ich bin jetzt ja schon total gerührt, dass ich das hier wieder machen kann, das Spiel. Aber ich freue mich so wie Bolle auf das Remake. Das wird so großartig. Okay, dann muss ich hier in der Fußstapfe bleiben, in der Kralle abdrück, damit ein Schokobo kommt. Da brauche ich Glück jetzt. So. Okay. Oh, Mist. Genau dann natürlich, wenn ich nicht in der Kralle abdrück bin. Das sind jetzt lauter Viecher. Leprikon. Okay. Ihr Flammeküsser. Herr Uff. Zack. Das sind sozusagen die bösartige Geschwister von der Schokobos. Zack. Und machen fertig. Okay, ja, wunderbar. Das war ein Volltreffer. Das müssten jetzt eigentlich der Restgeber. Als noch nicht? Okay. Dann mache ich erstmal Heilung auf uns und der Barret kann mit seinem Cannonball der Restgeber. Batsch. Sehr gut. Södele. Ich liebe diese Siegesequenzen, die sind großartig. Barret ist jetzt auch auf Level 14 und wir haben einen Heiltrank. Saugeil, oder? Jetzt gehen wir hier die Fußspur entlang.
und hoffen, dass wir hier... Ah, ihr hört's schon an der Musik. Der Elektrik de Chocobo. Ein Chocobo. So. Goldig. Ach, ich lieb das, ich lieb das. Und gib ihm. Ich habe einen Schokobo gefangen. So, der Hämmann. Unseren erster Schokobo. So einfach geht es, ihr liebe Leid. Wie du einen Schokobo reitest, drücke Kreis, um abzusteigen. Schokobos fliehen, sobald ein Spieler absteigt. Herrlich. Diverse Schokobos können diverse Sachen machen. Ihr seht, dass das Wasser hier ein bisschen blauer ist und drüber ist es ein bisschen dunkelblauer. Und ein blauer Schokobo, der kann auch durch das seichte Gewässer gehen. Ein grüner Schokobo, der kann durch Wälder gehen. Ich glaube, der rote und der schwarze Schokobo, die können auch hier über Berge steigen. Und der schwarze kann auch zusätzlich auch durch seichte Gewässer gehen und durch Wälder. Und der goldene Schokobo, der kann auch durch tiefes Gewässer und durch Riffe. Das wird noch ganz, 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 ganz toll später. Und da sehen wir den Midgar-Solom, ihr liebe Leid. Der versucht uns zu attackieren. Und den könnten wir sonst nicht entkommen. Deswegen haben wir unseren Schokobo. Wir wollen hier durch den Sumpf. Und hoffen, dass uns der Midgar-Solom nicht erwischt. Na also, jetzt sind wir durchgekommen. Aber wir sehen, da ist noch ein Midgar-Solom. Hat Sephiroth das gemacht? Ja, ich würde sagen, der Sephiroth ist ganz schön stark. Oh, das ist eine Macht, die wir respektieren sollten. Ja. Es lebt zwar noch ein Midgar-Solom im Sumpf und mit dem kriegen wir es auch irgendwann mal später zu tun. Aber das ist sein Bruder und die Dinger sind verdammt stark, muss ich sagen. Auf dem jetzigen Level wären die nicht machbar. Deswegen gehe ich hier runter, weil mit dem Schokobo... Oh. Ach, die sind so goldig. Ja, mit dem Schokobo kommen wir leider nicht in die Höhle rein. Aber ich sollte hier nochmal speichern. Und Graslandregion. Gut, dann sollten wir mal hier durch. Wir sind im ersten Dungeon. Und ich merke, dass ich schon total Gemütskapsel. Dass ich schon total übereifrig da rumrenne. Wo ist es dann? Gemütskapsel. Erhöht Gemütswerte. Das kann der Cloud sicher gut gebrauchen. Der ist ja immer so... wie würde ich sagen, phlegmatisch eigentlich schon fast. Der ist immer so ganz ruhig und down, der Typ. Was haben wir dann hier? Kastagnette. Wirkt doch mal ein Bebenzauber. Scherenfunker. Okay. Vielleicht wirkt Blitz bei euch ganz gut. Warten wir mal ab, wie es mit Beben aussieht. Ah, das ist nicht schlecht. Red gibt ihm der Recht. Und... Ah, Blitz ist ähnlich. Okay. Ah, dann verwenden wir mal Feuer auf den anderen da hin. Und der Red kann ihm der Recht geben. Und Cloud probiert nur... Ui, Feuer ist besonders effektiv. Jetzt wissen wir es. Sehr gut, jetzt kennen wir auch den Eher-Schwachsteller. Ah, kurz 3 Erfahrungspunkte fehlen noch im Red. Und wir haben 21 AP gekriegt. Das ist doch schon mal ein Wort, würde ich sagen. Aha, was haben wir dann hier? Ich glaube, hier ist der eigentliche Weg, der weitergeht. Oh, ein kleiner Drache ist dabei. Was ist das? Cobra? Und hier ist der Archendrache. Okay. Flammenwerfer. Ich glaube, das ist eine Technik, die wir erlernen können.
Deswegen will ich erstmal nur dort die Kobras attackieren, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Flammenwerfer durchaus eine Technik ist, die wir erlernen können als Feindtechnik. Der müsste dann nur den Cloud attackieren. Okay. Flammenwerfer. Bitte auf den Cloud. Na, Mist. Okay. Probieren wir das so. Und Cloud, du solltest mal die Partie heilen. Okay. Wir werden jetzt erstmal ab. Ich will, dass der seinen Flammenwerfer-Angriff auf den Cloud macht. Ah, bitte? Ah, wieder der Barret. Und das zieht ordentlich was ab. Hoppla. Ich will abwehren. Ah, Mann, du könntest doch wenigstens mal eine Cloud angreifen. Nee, du wärst ab. So lädt man's auch gut. Aber wir werden jetzt nur ab. Ich weiß, mich juckt's auch in den Finger, das Mistvieh jetzt zu attackieren. Na, Mann. Kannst du mal bitte den Cloud mit einem Flammenwerfer angreifen? Hier, ich bin auch noch hier. Vielleicht attackiert er mich ja dann eher. Okay, dann heilen wir nochmal den Red. Und der Barret wehrt auch ab. Yeses, als ob es der Cloud nicht gibt. Das gibt's doch gar nicht. Das ist gemein. So, hopp. Flammenwerfer auf Cloud. Ist das so schwer? Ja, also, geht doch. Technik Flammenwerfer erlernt. Na also. Es geht doch. Es geht doch, ihr liebe Leid. Und wir haben jetzt unsere erste Feindtechnik erlernt. Und Red Hot Mondjauler als Limit-Attacke erlernt. Okay. Äther. Ah ne, das ist doch nur optionales Gebiet hier. Sehr schön. Und ein Zelt. Ach, sehr gut. Ich kaufe die Dinger halt ungern, muss ich sagen, weil ich halt meistens auf die Heilzauber zurückkomme. Okay. Dann probieren wir es mal dort damit. Und wir probieren mal gleich die Feindtechnik Flammenwerfer. Probieren wir das mal. Da die kalte Atem haben als Attacke, könnte es sein, dass die auf Feuer nicht so gut reagieren. Wie sieht's aus? Flammenwerfer. So sieht es aus, ihr liebe Leute, wenn man eine Fight-Technik kopiert. Und es bringt was. Okay, Barret, du hast freie Fahrt, mach das. Hau ihm eine Reihe. Falls er es überlebt, heilen wir uns. Er hat es überlebt, okay. Ah, langsam wird's kritisch. Und überlebt das? Überleben wir es alle. Ah, nicht voll aufgeheilt. Schade. Aber das müsste es sein. Jawohl. Geht doch. Sehr, sehr schön. Wunderbar, da haben wir in der heutigen Episode sogar noch eine Feintechnik gelernt. Das finde ich persönlich absolut großartig. Wir gehen mal kurz rein. Gucken es uns mal an. Und da wird es dann aufgelistet. Da haben wir es. Flammenwerfer. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Deswegen lohnt sich das tatsächlich. Da wusste ich es noch, dass es hier wirklich Feintechnik zu lernen gibt. Okay, dann stürzen wir uns hier nochmal in das Labyrinth rein. Und was haben wir als Gegner? Oh, was seid dann ihr für welcher? Maduk. Alles klar. Das scheint auch sehr amüsante Geselle zu sein. Ich finde die Gegnerauswahl persönlich immer großartig, weil ich mit solchen Kreaturen in solche Gebiete never ever rechnen würde. Und weg sind sie. Schnell gehen sie schon kaputt. Ach ja, ach ja. Sehr, sehr schön. Und noch ein Kampf. Heieieiei, das ist aber halt auch was. Da geht's richtig ab hier. Ich verwende mal den Flammenwerfer gegen den. Red verwendet mal Feuer gegen alle. Und Barret. Oh. Okay, Barret scheint irgendwie auch erwischt zu sein. Greif jetzt einfach mal den. Ach, komm.
Wir machen uns hier einen Spaß draus. Barret hat irgendeine Zustandsveränderung abkriegt. Jetzt gucken wir mal, wie viel Schade das macht. Auf aller. Ah, nicht so viel. Schade. Okay. Wir greifen einfach noch an, was da steht. Das gibt bestimmt fette Beute. Hör auf, der Barret hier einzufrieren. Zack. Okay, du attackierst Ardendo. Vielleicht ist der Typ da hinten auch schon kaputt. Wenn nicht, heile ich uns. Okay, dann Red, gib ihm den Gnadenbiss. Oh, Peng. Sehr schön. So, wie viel gibt es dann? Das Ganze gibt 308 Erfahrungspunkte und 34 AP. Und bescherten Cloud Level 16 und der Barret beim nächsten Kampf Level 15. So, jetzt will ich mal ganz kurz von dem Tool Gebrauch machen, dass keine Zufallskämpfe kommen, damit ich nämlich ohne Probleme hier reingehen kann. Das ist nur für hier. Oh! Und an der Stelle, liebe Leute, gibt's einen Cut. Wir sehen uns morgen dann wieder zu Let's Play Final Fantasy VII. Uff, pelzig. Machen's gut, Iron Yankee.